Archivgeschichten. Eng Zeitreise an Vergangenheit. Ein Podcast vom Lützebauer Nationalarchiv. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode an unserer zweiten Folge von unserer Podcast-Serie Archivgeschichten vom Lützebauer Nationalarchiv. An diesem Podcast präsentieren wir erst spannende Sujets aus der Lützebauer Geschichte und geben einen Abblick an die Arbeit von unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Mein Name ist Jennifer Müller und ich habe gemerkt, dass ich mich die letzte Woche ganz vergessen habe, erst vorzustellen. Ich arbeite beim Nationalarchiv am Service Relations Publiques und sehen, wie das letzte Woche schon gemerkt hat, Moderatrice bei diesem Podcast. Und heute erhalte ich mich mit Marc Lepage, hin als wissenschaftlicher Mitarbeiter an unserer Sektion Contemporaine. Moin Marc. Guten Morgen, Jennifer. Ja, Marc, wie ich just gesagt habe, schaffst du an der Sektion Contemporaine, wie auch der Charles, der bei unserem letzten Podcast mit dabei war. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen resümieren, was der Sektion so möchte und wie den Arbeit du ausgesagt? Ja, wie der Charles an der letzten Episode schon gesagt hat, als eine von unseren Hauptmissionen, das Recherchen an den Bürger als zeitgenössische Archiven mit Hilfe von Inventären zugänglich zu machen. Was genau in Inventär ist, wie das selber ausgesehen hat, werde ich am Schluss in der Folge schnell näher erklären. Dann hilft beraten, aber begleiten wir auch die Recherchen an ihre Recherchen, haben wir noch einen anderen Privatfonds per Don oder Depot bei unseren Sektionen ran. Mhm. Du hast als heute ein Thema mitgebracht, ob das du sich gestoßen bist beim Abschaffen von verschiedenen Archivfonds. Und du sagst, das wäre sich ein Sujet, den du für nicht so am Schirm hast. Dabei handelt es sich um Termen vom Munneref oder wie die meisten Echter oder was die meisten kennen, das Echter nach dem Namen Mondorf. So wie der Name zum Beispiel auf Deutsch, Bad Mondorf oder der Name auf Französisch, Mondorf-les-Bains seht, spielen Termen für Munneref eine ganz wichtige Rolle. An heutzutage ist das Centre Thermal ein Etablissement public, den unter der Tutelle vom Gesundheitsministerium steht. An der heißt ein bisschen mehr konkret, dass den Domain Thermal a gewisser Hinsicht an einem staatlichen Auftrag für spezifisch wichtige Besucher von der Bevölkerung soll zur Verfügung stehen. An der Folge von Haut gehen wir an einem mehr historischen Kontext ob den Domain Thermal an, was für ein Service von so einem Zentrum sollen angeboten gehen und wie eine Rolle der Lützebauer Stadt sich dabei spielt. Und mehr genau gehen wir auf die zwei Teilchen vom 19. Jahrhundert an, beziehungsweise auch auf die Jahrhundertwende. Mir verteilt mal, Marc, kannst du uns ein bisschen resümieren, wie du dazu kommst, dass Munneref sozusagen Thermalstadt gehen ist? Ja, dafür muss man eigentlich an 19. Jahrhundert zurückgehen. Das bedeutet, dass Munneref ein ziemlich rezente Kurort ist, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland Kurorte wie Aachen oder Bade gibt, denen hier Wurzeln zurück bis an die römische Zeit gehen. An der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt europaweit zu klammenden Salzpreisen. Das hat auch dazu geführt, dass am August 1839 zu Lützeburg der Salzverkauf reglementiert und eingeschränkt wurde. Dazu kommen auch noch die mehr hohen Taxen, die von der damaligen holländischen Regierung Salz abgehoben sind. Am Kader von diesen Entwicklungen kommt dazu, dass eine Societät zu Bresel 1836 sich auf die Fahne geschrieben hat, zu Lützeburg nur Salz zu sichern. Sie hat damals den Ex-Bau Sachsen, der Karl Gotthard Kind, beauftragt, den sich eben ganz gut auskennt mit Bohrungen. Und den hast du beauftragt, für eben der Lützeburg nur Salz, Stehsalz am Boden zu bohren, zu sichern. Die erste Bohrung wurden dann noch von 1837 bis 1839 zu 10 gemacht, mit kaum dabei zu viele Probleme und natürlich noch kein Salz fand, sodass die ganze Unterprise schlussendlich angestellt wurde. Dann kommen am Jahr 1841 zu einer weiteren Gründung von einer weiteren Firma, und das ist die Société pour la Recherche des Richesses Minérales dans le Grand-Duché. Diese Société hat im Moment auch den Karl Kind beauftragt, für das kleine Gegend von Munneref am mehr genau Lieu-dit Eulenberg nur Salz zu bohren. Der 17. Juni 1841 wurde mit den Erbischen angefangen, und sie sollte bis den 16. Juli 1846 andauern. Am 3. Jahr stoßen sie an einer Tiefe von 502 Meter auf eine große Wasserquelle, also wir sind die Bohrung nur in der Bresch, weil das Wasser herabkommt. Also dann noch weiter gebohrt bis an eine Tiefe von 726 Meter,
Wir sind aber leider kein Salzfund. Eng chemische Analyse, die von dem Wasser gemäht wird, hat hin noch klar gewissen, dass es keinen Wert hat, um die Salz wirkt zu denken. Wir auf der anderen Seite uns aber herausgefunden, dass diese Schafte vom Wasser denen geglacht wird, wo Quellen aus deutschen Thermal steht, wie zum Beispiel Kreuznach, Wiesbaden oder Niederbrunn. So stand damals an der Zeitung, dass er Loch zu Lützeburg nach Jonken aber vielversprechende Boden hat. An der Tisch op sinn kommt und die Idee fir Termen zum Munneref ze etablieren. Gené op d'Initiativ vom lokale Notar Jean-Pierre Ledur gouf Société de Bas de Mondorf gegrünnt, an die eich Gebäudeskeet fir Thermenanlag goufen opgebaut. Partei belo interessant ass dass Thermen als net vum Staat opgebaut goufen, mir rech spéit vum Staat iwwerhol goufen. Aber op déi thematiken Diskussionioune kommmer mich spéit an der volle Schnecker op zeschwätzen. Die no de Plan vum Architekt vun der Stadt Lützeburg Jean-François Eid gebauten Anlag gouf die 27. Juni 1847 aweit. Societéit huet doch demols mam jungen Dr. Nicolas Schmidt den nächsten Doktor astalt, den dunnen do an der Thermenanlag aktiv war. An wie dat dann am Ufang ausgesinn gowe de großen Ustürm? De Problem an segem Projekt ass, dats den Opbau den Reihe ze halen an Betreiber se Anlag ziemlich steuer ass, ziemlich kostenintensiv ass. An da muss noch am Handkap behalen, dat Schei bei eng Reng Privatinitiativ gehandelt huet, an das Aktionär jo eig net willen die ganze Mesuen as eng Unterprise rablosen, wie auch irgend van eng Kappes herauszeien. Op déi ganz Thematik an kommmer mich spéiten enker mi genet Schweze war wat Diwernam duch de Staat Diwernam duch de Staat agin. Wir werf mal lo fir déi Blick op die Jore fir droen. Also dann lag gouf opgema, die eichte Kuriste sinn noch kom, gowu geholl an déi hun noch de moment die héich Kurativwirkung vum Wasser betont a gelufft. An den eischchte Jore sinn ass die ganz ander auch erweitert gin, an gouf zum Beispiel auch in englische Gerd ugelöscht. An hat dat dann noch een Impact op d'Wirtschaft? Ja, also muss bedenken, dass an der Zeit do, wann so ein Kurort opgebaut huet, dass noch mis Plazen hun Mechket dofir dat Kuriste konnten iwwer nuchten. op Sigo am Joer enger feiertchten Hotel de l'Europe an Hotel de Bain opgema, ihr an de Joren Dono weiter Hotel no kommen sinn. Och huet den eenste Gastheiser opgebaut, wo Visiteuren zu méi günstige Preise iwwer nuchte kommen. Wann lo guckt, wo Klion hier kommen, da muss so, dass die meescht Leute, die muss kommen sinn aus Lützeburg an aus Frankreich kommen, an do eischchte aus dem méi gehuwene Milieu. An kann en also soen, dat se de Suse war an dass das nei Offer gut du kommers. Thermenanlag gouf tatsächlich iwwer Grenzen iwwäch bekannt, an déicht Kuriste sinn noch dun kommen hunn die Offer ugeholl, méi et mussssen awer soen, dats de Societéit vuwer unfinanziell Suergen hat. Dorop sinn also net verwonnerlech, dat se ziemlich frei geguckt hu fir en aner Ressourcen zu erschleessen. An eng Aktivitéit, die an dat am 19. Jahrhundert eng mat Kurorte verbonners ass d Gleckspiel. So mat dem Moment zum Beispiel an deutschen Thermal steht, wie zum Beispiel zu Baden-Baden, Homburg oder Wiesbaden Spielkasinoen. An dorop sinn kommen dann die Responsabel vun der Societéit schon am Joer 1804 statcht Joer no der Eröffnung vun der Anlag op d' Regierung zo a froh fir seg Spielkonzessioun ze kreien. Och kommen dann gin an der Zeit immer aus dem Ausland Ufroen und Chambern und Regierung stalt, fir eben Mechketsräfe so fir Spielkasinoen zu Munneref opbauen. Net op die ganze Diskussion am 19. am 20. Jahrhundert iwwer Gleckspiel iwwer de legale Kader an der Labe vum Gleckspiel agoen, weil doiwwer kind ein ganz volle Schwätzen. Met kann awer Zreck behalen, dat schlussendlech keng vun denen Ufroe positiv beantwort ginnners. He kom op den eigenen Aspekt, dem am Ufer vun der Folsch opgeworfen hatte. Wéi eng Roll huet de Staat bei der Gründung vun Domain Thermal gespielt. Die finanziellen Probleme noch die Diskussionen drüber, wie se eng ander finanziere könnt, implizieren zwo gesundheitspolitisch und soziokulturell frohen. War das Roll vun so enger Anlag a wen as eigentlich den ziblierte Publikum? Kannst du eis dann de opgeworfe frohe vielleicht bisssen veranschaulichen? Jo gern. An den 50er Jore fënnen am Kader vun den Ufro fir seg Spielkonzession ëmmerem die aus so, dats en Kurort oni Gleckspiel an der do Zeit net gewënn bringen ze bedreiwe wie.
Nodems an den 50er Jahren Societät immer Ufro gestaltet für seine Spielkonzession zu kreen sich schlussendlich Erde 50 Matt gedeelt, dass der Kondukt an Regierung sich gegen zu eng Konzession gestaltet tun. An der Korrespondenz zwischen der Regierung an dem Verwalter von Thermen de Guillaume Kempf schweren die Frohe noch immer matt war das Roll von Anlage erwähnt stipulierte Publikum. So schreibt Guillaume Kempf, dass das dann da sowieso Moment Betriebe gehen eigentlich op Roll von der Maison de Santé reduziert wird. Auch seten dass Badegast Eichgifte nur Erhalungsmäßigkeit sichern an das Munnerif Eichgift Daylight mat senger Langweil verdreiben, die Eich durch den wunderbar Quelle gif unzeieren. Das heißt ja, dass die Privatsocietäit Thermenanlage nicht nimmen als Gesundheitsanlage gesehen huet, me auch als Kur a Burdeurt, den ein Klientel unzäh sollte net nimme wenn's der medizinischen Treatment dadurch könnt mir auch wennst sozusagen der Freizeitoffer. Jugend die Regierung op der Seite aber méi op die gesundheitspolitische Aspekte fokalisiert. So kommen nur dem Stiti vom Glücksspiel endgültig schon durch war, kommen Diskussionen op, dass eigene Staat des Subsidien oder recht opkaufen von Therme von Seite vom Staat, die Schlesungen wir für Therme weiter zu betreiben. Am Kader von dieser Diskussionen wendet sich der Direktor General de l'Intérieur, der François Xavier Wirt-Paquet, mit verschiedenen Frohen und dem Collège Médical. An wie eng frohe waren dat dann? Die frohen Collège Médical spiegeln eigentlich die verschiedenen gesundheitspolitischen Aspekte gut herum. So gut gefrot, ob Wasser wie effikaz Wasser wir an welchem Bereich das Wasser gefirken an auch ob es nicht gerade am Antrieb von der Santé-Publique wir zu viele Leute zum auch den aus den sozial schweren Schichten zugänglich zu machen. Der Collège Médical betont in seiner Antwort, dass das Wasser eben eine hohe kurative Wirkung hat und noch viel kranke wirken und dass eben an ihren an wichtig wird zu viele Leute wie möglich zugänglich zu machen, zum denen Leute diese Stadt normalerweise nicht kind lechten, aber die oftische körperlich erbisch gerade davon profitieren kind. Ja, aber effektiv hatten die méi arm Leute sicherlich nicht Möglichkeit an Ausland ein Kur machen zu gehen. Huet de Lützebauer Staat Thermen da schlussendlich dann von den 1850er Jahren überholt. Die Regierung hat an Brief an der Societät darüber diskutiert, an der Chambre gouf auch darüber debattiert, mit soll schlussendlich dazu kommen. Der Staatsminister Charles Matthias Simons hat dem gesagt, dass Propositionen von den Societäten nicht akzeptabel waren. So wollten die Aktionäre nicht nehmen Thermen zu dem Preis erkaufen, den Thermen in dem Moment wert waren, sie wollten eigentlich all Suren Museen kriegen, die sie bis dem Moment und dann nachher gestochen hatten. Schlussendlich hat die Societät Thermen und den 1864 und ein Konsortium aufgehen, die den 1860 Société Anonyme des Bains de Mondorf gegründet hat. Den Hauptaktionär war den Schmelzer Norbert Metz, dem auch an einer später Folleschner Wertneckerin gesehen, und den hat sich auch an der Chambre demals vierte Halle von den Thermen ausgeschwart. Schlussendlich hat der Staat Thermen dann aber überholt. Wie genau ist das dann dazu gekommen? Die neue Societät hat so an die Hand geholt und dann nach investiert, so zum Beispiel eine neue Hydrotherapie gebaut. Sie sollten Fiszule nicht richtig an die Lüt kriegen, sie weitergefallen. Dabei muss noch so wat erschwerend vorbeikommen, dass dem Moment den Deutsch-Französische Krieg von 1871 war. Aber wenn man bedenkt, dass der größte Teil von der Klientel aus der französischen Grenzregion kommt, hat auch nicht geholfen, für dann nach ein bisschen mehr Schwung zu bringen. Die Societät war schlussendlich so einer schlechter Situation, dass Anfangs 80er Jahren zum Schluss gekommen sind, dass nicht nur Dividenden also keine Dividende vorausziehen, dass eigentlich all Kapital, was dran gesteckt hatte, verloren wäre. So in dem Moment noch ein Käfer gesicht, und aber leider gefunden, und dann ist immer weiter raufgekommen, bis schlussendlich mal kein Doktor mehr auf der Platz war. Dann hat den späteren Staatsminister, in dem Moment war er Direktor General von der Justiz, Paul Eichen, proposiert, dass der Staat dann abkaufen, überholen. Das ist nun noch im Jahr 1886 geschieht, und an den Ern von der Regierung heute müssten sehr handeln, weil eben die Fortbestehen von dem ähnlichen Kurort, der ähnlichen Thermenanlage am Land Spielstu. Du hast viel darüber frohen oder Rolle zum auf gesundheitspolitischem Plan von dieser Anlage geschwärzt. Wer eine Rolle spielen das Frauen bei der Übernahme? Man Diskussion über die Übernahme ging doch Gegner von einem Kauf.
Und das Gegner vom Kaf die bringen herfir, dass sie benutzt der Staat als net soll Rolle vun eng Industriellen iwwerhoelen. Den deutschen Historiker Jürgen Osterhammel schreibt aus engem Standardwerk die Verwandlung der Welt, dat et am 19. Jahrhundert europaweit zum Opbau vun bürokratische Strukturen an enger Expansion vun den Aktivitäten vum Staat kom. Dat heißt, diese Entwicklung spielt Haii och mat. Jo genie op de Geger hier Argumente hin huet de Pol Eiche betont, dat verschiedene Industrie ginn, déi eich syste Staat kann an man allgemein Interesse auch mist exportieren. So wird net nem dem Staat seg Roll Jugementer zu holen oder fir die öffentliche Geschichte zu sugen, ben och Projekte zu realisieren, van do die Privatinitiativ net durchgeht. So gëtten als Beispiel zum Beispiel dass der Staat Gebäier a Strosse gif bauen an noch eine Halle geif oder auch zum Beispiel de Postservice gif assurieren. E weiter Argument wat die Regierung herfir bringt, as eben das zu Anlagen wie das, zu Thermenanlagen wie Munnerf am Ausland oft auch vom Staat, vu Gemengen oder Departementer betriebe gin. Und he fan doch e Punkt Zreck, den ich op die zo frohen oder Rolle an der Klientel bezit. An den beantwort Regierung klo mat, das Primärziel von dieser Anlage wir zu viele Lützebäuer wie meiglech ein kurzer meschen mat ihren gesundheitlichen Zustand verbessert kind gehen. So gin Therme primär als gesundheitspolitische Notie als Medikament ugesinn an als Klier gin eigentlich all Residoren an noch zumult déi aus den sozial schwere Schichten ugesinn, dichch eigentlich kein Kur am Ausland lechte kind. Und plus gëtt den Umstand betont, dat Privatfirmen oft de Bütt hätten, Geld zu verdenken, wobei ze Scheiawer eng Wohltätigkeitserbeg eng öffentliche Unterstützung handel geif. Dürfir wiet och Staat dann anzugreifen, wann kein anderen Akte do wie. Der Staatsrot hat auch für Dievernamen ausgeschwart, hun aber betont, dass net soll Regel gin, dass der Staat industriellen Betreiber an Entrepreneur zugleich wie. Dat heißt, Thermenanlage gouf schlussendlich aus gesundheitspolitische Gründen iwwerholl. Jo, dat kann so soen. Am Dossier vum Projekt de Loi zur Akquisition an noch an Rapporte vun den einzelnen Sektionen gesagt immer dat Argument, dass se Mist eigentlich zu enger breder Bevölkerung wie meiglech den Nutzen vun Thermen zugänglich machen. De Pol Eichen nennt am Exposé de Motiv explizit als viséiert Klion les classes moins aisées de la bourgeoisie et de la campagne, les petits fonctionnaires, les ouvriers blessés ou malades. Wo fir de Staat och mir einfach fir denen Gratiskuren oder Kuren zu einem reduzierten Tarif zu ermeiglichen. De College Medikal betont an dem Umstand oneinkeier, dass eben das Wasser wirklich effikaz für eng heich kurativ Wirkung hat und het auch wichtig für Thermen an der weiter zu betreiben. An gouf dann lacht an do op sinn ausgebaut. Nee, die Regierung huet schon de Chambersdebatten klorgestatten Eisen dann der net viel Krise ausbauen, ich darum an 3 Sätzen. Sie betonen eben, dass Munnerf echt eng Anlag wie die Leiit gif unzehn, déi du hinnerkimme winst der Ro, der chlore Luft an de medizinische Nutzen. Sie gesinn sich also net der Konkurrenz mat gräseren Thermat steht am Ausland. Weil soch mengen das Leiit, die no gräseren Erhalungsmäßigkete sichern, das sind déi sowieso net Kind op Munnerf unzeieren. Mit sinn awer nach einer Überleungen gin. Jo genee. Et gouf vu verschiedenen Deputierte iwwerleen opstalt, dat se Kind Thermenanlag und den Hospiz zentral vun Etterbeck U-Bahnen, fir dann durch Kranker ze versurgen ze pflegen an do mat Hospiz ze entlarchten. So huet Sektion zentral dëse Schrat fir geschloen an dabei betont, dat se mat dee Synergien zum Beispiel noch viel Personalkächten spure kind. Kuuf awer ziemlich séier géint Schrat entscheet an noch de Staatsrot huet ze stogent ausgeschwart, weil nem gevorgesinn huet, dats den Hai ze Institutionen mat vill verschieden Zwecker gift man nee vermischen an ass noch de Risk fir, dat se gift die auslännesch Klientel verkraulen. De 16. April 1986 gouf das Projekt de Loi mat enger Talung enger Gegenstimme ugeholl an de Staat kon op dem Moment Thermenanlagen dem Numm und of Etat verwalten. Hun die 4 gebrüten Argumente sech dann noch an der weitere Entwicklung ënner der Regie vum Staat manifestéiert. De Staat huet an de Joren no Suen an Hand geholl, an dann lare mat 3 gesat, och nei Gebäidechkete gebaut oder e Parkanlag ugelöscht.
fir och dem gesundheitspolitischen Optrag gerecht ze ginn, gouf Thermalkolonie Daundorf afauerert gegrünnt. Dat war eng Thermalkolonie, wo eigentlich kipperle schwere krank Kanner konnte gepflegt gehen, an die war geriecht und kann aus alle soziale Schichten. Auf man muss so am Laufe der Zeit hat sich nach älteren aus wie soziale schwere Schichten doffer ugeholt hun. Kanner goufen an der Thermalkolonie vun de St Elisabeth Schwestern aus dem Zivilhospiz aus dem Pafendal sowie aus vom medizinischen Direktor von der Thermalanlagen Dr. Klein betreit. Des weitere konnte Residoren an dat waren habt viel Erbester a Funktionären och Ufroarresche fir ein Kur gratis oder zu einem reduzierten Tarif können ze machen. Auch goufe Gebaier an dann lachen wie zum Beispiel Parkenlachen an der Wü gebaut, dass er dieser Kur selber auch gifen Appes bringen. Muss aber so, dass eben die Tabgebäier aus der Gründungszeit weiter benutzt gesinn. Sie sind 3 gesagt gehen, wie sie weiter benutzt gehen. Wir können eben noch an dem 1. Jahrzehnt vom 20. Jahrhundert immer mehr Diskussionen noch für den Neubau zu machen. Den aber schlussendlich an den 1920er Jahren soll an Ugriff geholt gehen. Diskussionen für mit einem Spielcasino weitere Ressourcen kreieren, die sind auch immer im Präsent, also gehen auch immer im Ufroen und Chamber und Regierung gestaltet, für das Spielcasino zu Lützburg abzumachen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, als Thermenanlage also an der Mitte von den 1880er Jahren exklusiv vom Staat exportiert gehen. Ja, genau. Es kommt auch ein Projekt auf für die Exploitation von Thermen und eine private Firma aufzugehen, zu verpachten. So war auch schon an den Chambersdebatten 1886 über die Übernahme erwähnt ging, dass die Forderungen vom Staatsrat will no kommen und dann auch später wild verpachten. Und als es dann dazu kommt? Nicht wirklich. Et gouf Projekt de Loi agerecht an Chamber déi befir gesinn huet, dat dann soll eng Privatfirma fir 3 Joer verpacht gin. De Projekt gouf auch ugeholl, méi soll net die net realiséiert. An dessen Diskussion net noch gesinn, dat der gesundheitspolitischen Aspekt auch an enger privater Betreibung sollt weiter soll am Fokus sto bleiben. So war jede Charge 4 geschrieben, dass die Privatfirma mist Ufang am Schluss von der Kurssaison dem Staat gratis Nutze von den gratis Aktien von der Thermalanlage zur Verfügung stellen, sodass da noch dem Moment immer noch Kind der Staat enger breder Bevölkerung, die Nutzen ein Stück lechten, Kinder meschen ein Kur zu Munnerriff zu machen. Der Thermenanlage gouf schlussendlich als rein medizinisch Etablissement ugesehen. Der medizinischen Aspekt von der Thermenanlage steht an den politischen Debatten an noch an der Außendurstellung die Jahrhundert ganz klar am Vordergrund. Dabei dürfen wir auch nicht verkennen, dass die Kuranlagen am 19. Jahrhundert nicht einen medizinisch-therapeutischen Zweck nur einen gesellschaftlichen Deal hatten. An die Regierung ist es stets auch bewusst. So schreibt die Kommission, die für Modernisierung angesagt gouf, dass seit den 1870er Jahren zu dem ursprünglich rein therapeutischen Zweck der Kurorte ein Nebenzweck, ein mehr hygienisch-sozialer Nebenzweck dabei kam. An den Diskussionen über den für den ugeschwarte Parkkontrakt gesagt noch, dass die Regierung den Aspekt auch will stärken. So war zum Beispiel vorausgesagt am Cahier de Charge, dass die Privatfirma misst an e größeren Hotel am Park selber bauen, an auch mit Casino errichten, an dem kind Konzern an Theateraufführungen ubieden, für eben den Visiteuren, die Touristen Auflenkungsmöglichkeiten anzubieten. Das gëtt joch durch den Umstanden nach Strach, dat ënner der Regie vom Staat Thermenanlage an der doten Zeit durch een Liessaal, eng Pergola, e Konzertsaal an eng Orangerie erweitert gouf. Ja, genau, ja. Wat die übernahm durch den Staat dann an der doten Zeit schlussendlich erfollech oder ich sto net? Von den Dunzel von den Klienten als Indizelt, da muss es so, dass der Staat Thermen und Larven guten. Waren am Jahr 1885 nach 72 Leute auf Munnerhof kommen für einen Kur zu machen, so klemmt es 12 bis 1900 auf über 1500. Dabei hat Lützeburg 29% ausgemacht, die ausländischen Visiteuren 21%, wobei die meisten Leute aus Frankreich kommen. Es konnte mit den gratis Aktien an mit der Thermalkolonie Daundorf eben noch der eigenen Bevölkerung ein Offer anbieten, die ohne eine eigene Thermalanlage am Land nicht möglich gewesen wäre. Aber wenn man noch froh guckt,
die Gestalt gesehen noch die dann die gratis Kur in die Gebet gesinn der geseiten, dass dat auch ein gewiss Resonanz gestos ist. Weil Zuelen die Stu gesucht mit doch weisen hueten wo fertig brucht weiter eng ausländsch Klientel unzuzeien, die zu schätze wost an engem klengen rogen Urt eng medizinisch unerkannte Kur zu machen. Zuele vun de Klier sinn also an d'Luucht gangen. Wie huet dann de Moment awer mat de Finanzen ausgesi vun der Thermalanlage? Auch von Zuelen von den Klienten der Zeit und Lückgang sie so gesagt na woch klar in einem Rapport vom delegierte Verwalter von den Therme de Conseil de Gouvernement de Monsieur Nichols aus dem Jahr 1920 das Thermal wie sie der Form wie sie Betrieb gouf all in Defizit gesuercht huet. Dafür kommen noch immer zum die Joren im nächste Weltkrieg Diskussionen für den Ausbau oder eine Modernisierung op. Ma vielmals Merci Mark fir all die interessant Hannergrünn zu der Thermalanlage zu Münneref. Mir gucke joch allkeiers op wé enge Quellen aus dem Nationalarchiv sech die Recherche vun als wissenschaftlich Modellter baséieren fir eben all das historisch an geschichtlich Hannergrünn rauszufannen. Mark, kannst du als kurz bisschen erklären op eng fungenst du bei denger Recherch dech baséiert hues wie engst du konsultéiert hues? Man muss so dass doch zu diesem Thema eine Reihe Sekundärliteratur gött, die zum Beispiel für verschiedene Anniversären publiziert gesinn. Ich will aber kurz Quelle feststellen, die bei dem Nationalarchiv sind, op die ich mich baséiert tun. Und du eng Reihe Fungen zum Bols von verschiedenen Ministerien, wo ganz interessant an noch opschlussreiche Dossier fannen kann. Den Fong wo am meeschten dran as der Fong vom Minister der Travaux-Publique war doch normal ass weil eben dem Minister sech Verwaltung dat Person vun der Thermalanlage gekümmert huet. Dafür noch am Fong vun der Bienfaisance Publique viel Dossien, weil dem Minister sech eben Thermalkolonie Daundorf gekümmert huet an noch Dufroen fir die Gestalt vun de Bierger fir eng gratisen Akse oder en reduziert Tarif zu kreieren. Die weitere Fonds, den noch interessant ist als der Fonds vom Finanzminister, weil über Name noch Betreibe von Thermen einen großen finanziellen Impact für den Staat hat. Zwei andere interessante Fonds sind die von der Chambre vom Staatsrat. Du findest dann eben zu den Projekten zur Akquisition oder auch zum Ausbau, zum Neubau immer ganz interessante voluminöse Dossier. Zu guter Letzt finden zu den Salzproblematiken noch zu den Bohrungen selber Dokumente an den Archiven von der Sektion Modern. Modern dat ass die Sektion bei die eige Archiven treiert die bis ungefähr Joer 1980 ginn. Schlussendlich lohnt sich onerrenkler Blick an die publizeiert Chambersdebatten an der Terrespresse zu werfen. Merci Mark fir de kurzen awer opschlussreichen Iwerblick iwwer die verschiedene Fongen, die fir das Thema oder das interessant Thema konsultéiert hues. Du se awer och nach en weiter Punkt vun dinge Erbecht mat brucht, op den ze na bisse méi genau wohl sa goen. Jo genau Lo enker kurz firstalt, wo se Informationune fanne kën, lo stel sech froh wéi er so grosse Fongen überhaupt siche kann an es rëmfënd. Dëfer se wichtes, dats mit Fongen opschaffen, dat hie Stossen eng Inventär opholen, hinnen eng Kott in Titel, chronologische Kader sowie Schutzfriste ginn, du mat de Klier die ense Dossien her Norm am Inventär rëmfënd. Die Erbech gewe schlo gerne kurz und engem konkreten Fong vierstellen dat de Fong vun Travaux-Publique. Dëse Fong war fir du eich de Sus generell opgeholt an du wird spi schwierig durchgestalt fir doran Recherchen zu machen. Dufir go am Nationalarchiv iwwer pu Joer an de Summer méint mat Studenten dëse Fong nei opgeholt. Techte Fong gouf de moment op Dossisniveau méi gené opgeholt. Dat Techt dobei sinn aus enger Lias méi Dossien entstan, die eng nei Kott kruten. Studenten unief den Titel am chronologische Kader auch ugiw eng Tipp von Dokumenter drauf wie zum Beispiel op Fotoen, Dokumenter, Pläng. Also noch ein eng Deskription dabei geschrieben wo den Cherchen Informationen zum Dossier zum Titel krit. Du schwätzt die ganzen Zeit vun der Code fir Eis aus dem Archivbereich ass dat eichter Begriff. Min net unbedingt fir als Nolausstra, kannst du als vielleicht bisssen méi genau erklären wat das? Mein Coder se fortlauf unik Erkennungsnummer, die oft aus Buchstaben an Zule besteht, mat der méi ein Dossier zu identifizieren. So gut den nation Dossier aus dem neuen Inventär den Code TRP -00001. Signatur TRP steht do fir Republik an an du as eng fortlaufend Nummer. Das Nummer muss beim Zitieren vun engem Artikel ugin, du wat mir den Dossier können identifizieren an an dem Depot rümfannen.
Und was bringt das neue Abschaffung vom Fonds dann de Bürger und noch de Forscher, die bei uns Recherche machen kommen? Weil dadurch, dass den Fonds lob das ist die opgelost, also da ist viel einfach für die Recherche Dossien zu segem Thema zu fanden. So verklindet eng Party Dossien am diesem Fonds iwwer Munnerrif, wo ganz klar am Titel an noch an Deskription Dr hingewiesen gött. Zum Beispiel um ein Dossier TRP 4292 mam Titel Transformation du bâtiment principal de l'établissement thermal de Mondorf-les-Bains. Da sind aus gut iwwer 1000 Liassen fir Opschaffen donno eng rund 7600 Dossier. Und wo findet der Klient dann den Inventär, wo die Einzeldossien abgelöscht sind? Man freier huet den Inventäre gedreckter Form 4 fand, den deutsche Begriff Finbucket dat eigentlich ganz gut zreck. Haut kann de Chercher den Inventär online an der Sichmaschine Query rümfannen an do auch aktiv transition goen. Di fand den Link zu unserem Query auf dem Internet Anlugsmodell am beständig noch an Shownotes in dieser Episode. Wann der dann do en gewünschten Dossier fand tut, könnt ihr den nur einfach bestellen an do nur an als Leser gucke kommen. Ma du mat fir mal Ende vun dieser Episode ukom an so de vielmals Merci mag fir das interessant Geschicht an Erklärungen. Da können als Nullaustra lo wann se Lochtgruten an den Inventär vum Travaux-Publics-Fonds bisse stöbere kommen. Auch ein große Merci von meiner Seite. All weiter Informationen zu eiser Episode fand an eise Shownotes an dummer zu ma Adi an bis beneiz vom Erschnis Matthöllen op eng Zeitrees an Vergangenheet.